Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ziel vom Projekt de loi, über dem wir heute Mittag diskutieren, ist die Aufführung von einem neuen System d'Information und Recrutement für die vier zu bereden, an den unter der Verantwortung vom CGPO, also dem Centre de Gestion du Personnel et de l'Organisation de l'État, steht. Dieses System soll die Recrutementsprozedur digitalisieren, von der Publikation, von den Plätzen, über die Ummeldung und die Organisation von Examen bis bei der Kommunikation mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Ziel ist es, für die Verwaltung mehr effizient zu machen und Prozeduren wesentlich zu vereinfachen. Für dieses neue System können umzusetzen, gehen zwei Gesetze aufgeändert. Einmal das Gesetz vom 16. April 1979 über das Statut général des fonctionnaires de l'État und das Gesetz vom 25. März 2015, das die Modalitäten vom Changement d'Administration festlegt. Das Gesetzesprojekt schafft ein Examen-Konkurs spezial auf, vereinfacht die Publikation von den Plätzen und macht die Prozedur vom Changement d'Administration wesentlich mehr einfach. Hin erweitert die Möglichkeiten von der Mobilität intern, an dem die Funktionäre sich können auf extern ausgeschriebene Plätze melden. Eine 3-Monate-Frist für den Übergang zwischen den Verwaltungen sorgt für mehr Klarheit und Gerechtigkeit, und alle Kandidaturen muss en plus elektronisch gemeldet gehen. Zusätzlich feiert das Projekt de loi eine Bestimmung an, die das Klassement von einem Agent präzisiert, wenn der Wechsel von einer Verwaltung an eine andere sollte ein Changement am Tableau indiciaire mit sich bringen. Das Projekt de loi, über das wir heute diskutieren, wurde den 24. August 2023 an der Chambre deposiert. Den 2. Oktober 2023 ist das Projekt und die Kommission für die Fonction publique verwiesen gehen. Die Kommission hat das Projekt den 24. Juni 2024 an ihrer Sitzung vorgestellt, aber bei der Gelegenheit sie nicht als Rapportrice designiert gehen. Dann hat der Minister für die Fonction publique, den Herr Wilmes, den 20. Februar 2025 ein Amendement gouvernemental deposiert, den eine Reihe technischer Anpassungen vorgesehen, für die Bedenken vom Staatsrat Rechnung zu drohen. Aus einem Avis vom 11. Juni 2024 hat der Staatsrat auf eine Unklarheit am Artikel 3 hingewiesen, weil das Projekt nicht der Fall vom Staatsbeamten vorgesehen, den auf einen Gemengeplatz kandidiert, nachdem sie Vierdruck geschafft, an der Fonction publique geschafft hat, und entlos oder revokiert gouf. Das könnte eine Ungleichbehandlung darstellen. An der Staatsrat ging sich wenigstens auch vorbehalten, Dispens vom zweiten Wort zu gehen. Der Staatsrat hat sich auch gegen die Formulierung am Artikel 6 gestellt, die dem Minister ein reglementarisches Pouvoir geben. Aus einem zweiten Avis vom 1. Juli 2025 hat der Staatsrat festgestellt, dass die Erklärungen von der Regierung die Differenz von den Situationen erklären können. Dummer hat hier seine Reserve zum zweiten Wort als eine Opposition formell abgehoben. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics hat das Projekt an ihrem Avis vom 25. Oktober 2023 am Prinzip positiv bewertet, für allem die Förderung von der Mobilität und die Aufschaffung vom Examen-Konkurs spezial. Sie hat aber auch ein paar Kritikpunkte. Dieselbe Unklarheit wie der Staatsrat am Artikel 3 oder die Obligation, beim externen Recrutement einen Konkurs zu machen, die sie aus sich nicht gerechtfertigt findet. An ihrem zweiten Avis vom 10. März 2025 bedauert die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, dass hier freie Bemerkungen nicht alle guten überholt sind, aber sie betont aber die Wichtigkeit von einer offenen Mobilität für alle Funktionäre. Also sie hält ihren favorablen Avis auch aufrecht. Den 9. Oktober 2025 hat die Kommission schließlich den vierleihenden Rapport angeholt. Voilà, und damit wäre ich fertig an meiner Mission als Rapportrice für dieses Gesetzesprojekt und ich ging 4 Uhr vor als mandatierte Sprecherin von meiner Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, dass die Fonction publique ein von den Pilieren vom Staat ist. Die Frauen und die Männer
die am Dienst vom Staat schaffen, drohen eine grosse Verantwortung. Sie halten die Verwaltung am Laufenden, sie garantieren Kontinuität vom Service public, sie merken, dass die Politik, die wir hier Bannebe dezidieren, auch wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern der Bausen ankommt. Dafür ist es als gemeinsame Verantwortung, für sicherzustellen, dass wir, über die diese Leute rekrutiert, mobilisiert und gefördert gehen, modern, transparent und gerecht sind. Das Gesetzesprojekt, das wir heute diskutieren, geht genau in die dote Richtung. Es ist ein wichtiger Schritt an der Digitalisierung, an der Professionalisierung von der Personalpolitik vom Staat. Das Gesetzesprojekt ist ein Teil von einer mehr breiter Dynamik, einer Verwaltung, die mit der Zeit geht, die auf der Werdungen von den Bürgerinnen und Bürgern antwortet, an die ihren mit Erbester einen modernen, fairen Kader anbietet. Es ist ein Projekt, den an die Logik von der weiteren Modernisierung von der Fonction publique erkennt. Ich bin überzeugt, dass dieses Gesetzesprojekt zu einer mehr efficacer, mehr attraktiver und mehr zugänglicher Fonction publique beiträgt. Dafür gehe ich am Namen von meiner Fraktion den Akkord zu diesem Gesetzesprojekt an. Ich sage Merci für die Nachrichten.